Klatsch mal miteinander, werd's noch schöner und viel besser. Servus und herzlich willkommen zum Diersei-Podcast. Hier geht's um besondere Menschen und ihre echten Geschichten aus dem südostbayerischen Raum. Berührend, inspirierend und mitten aus dem Leben. Ich triff spannende Persönlichkeiten, die uns ihre Träume, ihre Visionen und Erlebnisse mitgeben wollen. Seid gespannt, wer wirklich hinter den Leuten mit mutigen Schritten und bewegenden Lebensgeschichten steckt. Das findet man nämlich jetzt raus. Packt mal so beim Diersei-Podcast. Heute gibt's was ganz was Besonderes. Nicht nur zum Hören, sondern auch zum Anstessen. Ich sitze da mit einem Mann, der Verantwortung lebt für über 400 Jahre altes Handwerk, für seine Heimatstadt Traunstein, für Familie und für das, was wirklich zählt im Leben. Er ist Brei, mag das Bier, aber auch die Menschen dahinter. Gemeinsam mit seiner Frau Birgit engagiert er sich für ein Thema, das tief geht. Fürs Erinnern, für Menschlichkeit, für die, die nicht vergessen werden dürfen. Maximilian Seiler, schön, dass du heute da bist. Servus, habe ich die Ehre. Aber bevor wir reden, machen wir uns erst einmal halb auf, oder? Das war ein guter Ja. Start. Was trinkt man? Was trinken wir Es noch? ist halb 11 in der Früh. Ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Hellen. Ah, sehr gut. Prost. Prost, schön, dass du da bist. Packen wir so, heute geht es um viel mehr als Hopfen und Malz. Es geht um Haltung, um Wurzeln und um halbe Menschlichkeit. Bevor wir richtig loslegen, eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, aber vielleicht simpel klingt, aber viel Zeit. Was ist eigentlich ein Willi-Becher und warum ausgerechnet das Glasl? Weshalb ist das so typisch für Bayern? Da gibt's, also ich sage jetzt einmal, das haben wir ja schon im Philosophischen, weil Bier und Glas, das hängt zusammen, das ist eigentlich wie beim Wein, das perfekte Glasl zum perfekten Bier, das macht wirklich was geschmacklich und auch vom Geruch her. Und der Willi-Becher, ja, ist irgendwie so der Inbegriff des bayerischen Bierglases, also es ist kein Krieger, sondern es ist ein Glas, es ist ja etwas, eigentlich so wie wir Bayern sind, ein bisschen gedrungen, ein bisschen kleiner, ein bisschen gewamperter und da lässt sich einfach das Helle wunderbar daraus trinken. Ja, sehr gut. Ankommen und Alltag, lieber Maximilian. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Mit Kaffee, Chaos oder gleich mit einem Weißbier? Ja, gestern in der Tat mit Bier und heute, so wie ich es eigentlich sonst immer mache, ich habe eine schöne Espressomaschine daheim und mal mir meinen Espresso. Und das ist aber so eine gewisse Zeremonie, das braucht ein bisschen Zeit und da hat man auch Ruhe in der Früh. Und jetzt sind ja auch gerade noch Ferien, jetzt habe ich überhaupt eine Ruhe in der Früh, weil sonst ist auch immer noch das Frühstück für die Kinder zum Herrichten. Also heute ganz entspannt mit einem Espresso. Mhm. So richtig Barista-Espresso, richtig eingestellt, Druck und Temperatur, oder wie? Genau so ist. Wir haben eine gute Verbindung zu den Burschen vom Wickerl in Traunstein, die ja eine Kaffeerösterei haben. Und die haben mir da eine Maschine empfohlen und die richtige Röstung dazu. Und da werden die Sekunden und die Gramm, da kommt es also auf alles an. Eigentlich wie beim Bierbrauen. Naja, alles mit Geschmack bei dir. Alles mit Geschmack und Hingabe. Maximilian, wenn du nach einem anstrengenden Tag heimkommst, was machst du dann, dass du wieder entspannt bist? Außer Espresso trinken auf Nacht. Dann trinke ich mit meiner Frau, mit der Birgit, zusammen ein Pils. Und dann lasse ich so ein bisschen den Tag nochmal kurz Revue passieren, weil wir uns auch viel austauschen, Birgit und ich. Nicht zu lange, weil dann möchte ich auch mal abschalten. Vielleicht machen wir dann auch noch einen Spaziergang bei uns draußen an der Traun. Aber so ein Pilsei miteinander mit dem Hopfer, das tut schon richtig schön entspannen. Also es geht nicht Richtung Wein auf Nacht bei euch, es bleibt beim Bier. Ja, das ist vielleicht einmal zu einem Essen, gibt es einmal einen guten Wein, aber ja, so wirklich zur Entspannung ist das Pils. Sehr gut. Gibt es einen Platz in Traunstein oder in der Natur, an dem du wirklich zur Ruhe kommst? Ja, das ist der Bürgerwald. Das ist, hängt wahrscheinlich auch daran, dass bei uns die Brauerei, die thront ja praktisch so ein bisschen über der Traun. Und ich bin in 5 Minuten zu Fuß im Bürgerwald und da ist ein schwarzer Graben drin, da ist ein bisschen kühler im Sommer, da fließt das Bachel raus und da komme ich unglaublich schnell runter. Also die Natur, so 20, 30 Minuten im Wald, das ist für mich das Nonplusultra. Mhm. Und das machst du öfters? Oder nur wenn du komplett drüber bist?
Also ich hab das schon öfters gemacht und darf es gern wieder ein bisschen öfters machen, weil es mich einfach immer wieder erdet. Und wie gesagt, es geht so schnell. Also ich schaue, dass ich es einmal in der Woche, dass ich mich kurz davor stehen kann, kurz zu Fuß da runtergehe und da ein wenig in den Wald reingehe. Mhm. Du hast schon von Familie erzählt, von deiner Frau, die Kinder. Was bedeutet die Familie? Nicht nur privat, sondern natürlich auch im täglichen Miteinander mit der Brauerei Family Crew. Ja, da war jetzt direkt auch sonst ein bisschen was schwierig geworden, weil ich das gar nicht so trennen kann. Ich bin so aufgewachsen, in der Brauerei aufgewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist Familie und Unternehmen bei uns immer schon eins gewesen. In meiner Kindheit, und ein bisschen ist es jetzt natürlich auch so, weil wir halt viel von unserer, ja, vermeintlichen Freizeit halt auch viel gemeinsam unterwegs sind, bei Wirte oder auf Festeln. Und es ist schön, es ist auch wirklich wertvoll, dass wir das miteinander verbringen können, dass das auch Spaß macht, aber gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass man es auch trennt bei Zeiten. Und insofern ist Familie unglaublich wichtig und nimmt bei uns einen ganz großen Raum ein. Klar, bei 3 Burschen, die brauchen auch ihren Raum, die brauchen auch ihre Zeit und das macht auch richtig Spaß miteinander. Mhm. Nicht nur deine eigene Generation als Familie, sondern auch dein Papa spielt eine Riesenrolle. Einmal im Betrieb, aber mich würde natürlich auch nochmal die Beziehung zu deinem Papa im Betrieb interessieren und welche Rolle spielt er noch in der Brauerei? Du bist jetzt der Jungbrei. Ja, der hat ja schon vor 13 Jahren an mich übergeben, ist jetzt 74 und ist praktisch noch täglich in der Brauerei. Also sein Teilrentner-Dasein erschöpft sich darin, dass er einen freien Tag in der Woche hat. Ansonsten ist er voll mit unterwegs, vor allem beim Repräsentieren. Ganz, ganz gern bei den Wirt draußen, das ist genau sein Leben. Ja, und sonst bei den Entscheidungen, da hält er sich zurück. Und das ist aber auch gleich schon das Gute und Positive für mich und für uns auch als Brauerei. Er gibt uns eine wahnsinnige Sicherheit, weil er gerade in so unruhigen Zeiten, wie wir es jetzt schon gehabt haben oder auch immer noch haben, gibt er einfach viel Ruhe und oft einmal einen Hinweis und sagt, du, oft ist nur das, dass er sagt, das kriegen wir alles hin und auch seine Erfahrung, was er schon alles hingekriegt hat, das tut einfach gut. Mhm. Und das Miteinander haut super hin, oder? Beim Management. Das haut hervorragend hin, weil sie eher komplett aus dem Tagesgeschäft oder aus den Entscheidungen raushält, seine Meinung dazu gibt, aber sagt, das darf ich oder darf auch unser Führungskreis entscheiden. Und er tragt das mit, ist mit dabei und genießt einfach das Repräsentieren und das Preise. Mhm. Und wer den Papa nicht kennt, man erkennt ihn natürlich an seinen Schnacker, wenn er in der Früh durch die Randstadt fährt, oder? Normalerweise im Sommer. Wie ist das? Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Das wird er, vielleicht kommen wir da später noch drauf. Das wird er heuer bei der italienischen Nacht, wird er das verlosen zugunsten Vergissmeinnicht. Oh. Er fährt jetzt so ein kleiner Elektro-Fiat, der aber auch die gleiche Farbe hat. Hofei nennt sich der praktisch. Ein richtiges Hofei. Und hat da jetzt auch eine Riesenfreude damit, weil das Rollerfahren ist ja mit so ein bisschen zu gefährlich geworden. Okay. In Alter. Was ist das, ein 125 oder was, weißt du das? Was er da hat? Das ist ein 250er, meine ich, ja. 250er Roller. Das wird verlost. Piaggio, 250er Roller und der wird im Sommer auf der italienischen Nacht verlost. Ah, dann kommt es alle mal vorbei. Maximilian, gab es einen Moment, in dem dir bewusst worden ist, jetzt bin ich wirklich dabei? Die gibt's immer wieder den Moment und immer wieder bin ich überrascht, dass eigentlich jetzt erst so der richtige Moment ist. Weil man muss sagen, als ich die Brauerei übernommen habe, waren natürlich die Führungsstrukturen, das war alles über Jahrzehnte so eingelebt und ich bin halt mit dazugekommen, habe so meine Themen mit einbringen können. Aber dadurch, dass ich auch keiner bin, der ganz schnelle und tiefgreifende Entscheidungen trifft, sondern eher so kontinuierlich was weiterentwickelt, da die eher sagen, das wird so mehr und mehr meins und mir wird es mehr und mehr bewusst, was ich eigentlich bewirken kann, was für mich bedeutet und es taugt mir auch immer mehr. Mhm. Und was war der bisher der größte persönliche Aha-Moment in deiner Brauerei, in deiner Führung? Ich glaube, das sind eigentlich immer wieder Momente, wo mir dann auffällt, so wie ich gerade vorher gesagt habe, jetzt ist so mehr meins, jetzt ist die Art, wie wir Mitarbeiter führen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander, und das Wort miteinander ist eigentlich das Entscheidende, dass dieses Miteinander mehr und mehr wächst. Das sind jetzt immer wieder so Momente, wo ich merke, jetzt, das fruchtet und das wird jetzt genau so, wie ich mir das vorstelle und vor allem, wie mir das richtig taugt und vor allem, es taugt auch unserem Team, es taugt auch unsere Leute und das sind dann diese Aha-Momente, wo ich merke, ja genau das ist. Mhm. Und erinnerst dich du nur an deine allerersten Berührungspunkte mit der Brauerei, vielleicht als Kind
Vielleicht irgendwo zwischen Hopfenduft und Bierkasten. Ja, genau so war's ja. Ich bin ja in der Brauerei aufgewachsen und es ist einfach fast immer schon faszinierend gewesen, wenn da die Lastwagen umeinander fahren, wenn die Stapler umeinander fahren, die Lagerhallen voller blauer Hofeikisten, die Füllerei, wo die Flaschen durchrauschen. Ich habe als Kind ein bisschen Allergien gehabt, dann hat meine Mutter gesagt, gut, da hilft's in den Gärkeller zu gehen. Dann sind mir im Gärkeller Märchen vorgelesen worden mit 5, 6 Jahren. Ich habe mit dem Dreiachser, damals unser erster Dreiachser, das war eine Riesenattraktion, habe ich mit Bier ausfahren dürfen und das sind ja alles so, mit die Bierkasten, genau, das fällt mir gerade noch ein, mit die Bierkasten in der Lagerhalle haben wir uns Burgen gebaut, also das sind lauter so Geschichten, wo ich sicher sehr, sehr früh schon, von frühester Kindheit an eigentlich mit der Brauerei und allem rundherum in Berührung gekommen bin. Omas Ratschläge, Gärkeller gegen Allergie. Da darf mich jetzt der Hintergrund interessieren, weißt du den? Ja, da geht es scheinbar um die Kohlensäure, glaube ich, um die Kohlensäurekonzentration. Manch einer fährt in irgendeinen Salzstollen und legt sie da rein. Und wir sind heute im Gärkeller Märchen vorgelesen worden. Also du siehst, das sitzt richtig tief, also das ist schon in der DNA drin. Mhm. Und was war dein liebster Platz in der Brauerei, wo du wirklich Stunden hättest verbringen können? Also das ist zum einen wirklich die Füllerei, das ist total faszinierend und wir sehen das heute noch, wenn wir so einen Tag der offenen Tür haben, wie da die Familie mit den Kindern alle in die Füllerei eindrängen und zuschauen, wie da die Flaschen in atemberaubendem Tempo durchrauschen, gefüllt werden, etikettiert werden und durchrauschen. Ja, und der zweite Teil ist eigentlich so die Logistik draußen, wo die Stapler die Kasten auf für heben. Überall, wo sich halt was rührt, das sind so die zwei Bereiche. Und man sieht heute noch, jetzt gerade aktuell immer wieder bei unserem Hof kommt der Mama mit ihrem Kind und stellt sich dann da 1-2 Stunden hin und schaut einfach nur zu. Also wenn sie was rührt, das fasziniert die Kinder. Und vor allem auch Maschinen, oder? Bei dir? Maschinen, Autos, Lastwagen. Ja, also das mit den Autos habe ich wahrscheinlich ins Blut gekriegt. Ja. Du bist ein Autofan, glaube ich, oder? Brutaler. Ja, ich bin schon ein Autofan, aber noch viel mehr ist oder war es mein Vater. Dem haben natürlich Oldtimer allweil schon recht taugt und das ist auch was mir ein bisschen fasziniert. Allerdings muss ich auch sagen, ist das jetzt auch schwierig mit der Familie. Da habe ich sicherlich auch wieder ein bisschen Abstand dazu gekriegt, weil man oft mit den Kindern, wenn wir unterwegs sind, da geht das irgendwie nicht ganz so, lässt sich nicht so übereinbringen. Aber mein Vater hat einen alten BMW aus den 60er Jahren. Und da passen wir zu 5 rein und mit dem rucken wir immer mal wieder aus. Unter anderem auch waren wir schon 2-mal ein Inze auf der Pfingstrast. Ah, ja, ist eh bald wieder. Maximilian, was waren die mutigste Entscheidung, die du bisher in der Brauerei als Manager getroffen hast? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich mich selber oft vielleicht gar nicht so als so mutig einschätze. Im Nachhinein sind dann manche Entscheidungen, vielleicht so grundlegende Entscheidungen oft als mutig anzusehen. Also was mir da eigentlich spontan einfällt, ist die Corona-Zeit. Das war echt eine brutale Zeit für uns. Da haben wir ja teilweise 70-80% Umsatz minus gehabt. Manchmal, wenn ich um 7:30 in der Früh in die Firma, in die Brauerei gekommen bin, war der einzige Lastwagen, der überhaupt am Tag rausgefahren ist, der war schon weg. Die Hallentore waren schon wieder zu und es war fast so wie in den Western, wo dann diese Ballen da so durchwachen und absolute Stille herrscht. Da ist man dann schon mal schon ein bisschen bange geworden und gleichzeitig, und das glaube ich war diese mutige Entscheidung, war mir so wichtig, vielleicht oder sicherlich auch, um so mich selber mehr in die Brauerei zu bringen, so einen Markenprozess anzustoßen. Und da haben wir mehrere Berater an unserer Seite gehabt, einen sogenannten Storyteller, einen Geschichtenerzähler, einen Filmer, eine Innenarchitektin, ein Designstudio und unsere ganze Mannschaft, wo wir uns so komplett hinterfragt haben. Und das war ein sehr aufwendiger Prozess, sehr zeitaufwendig und hat natürlich auch viel Geld gekostet. Und den trotz dieser sehr schwierigen Zeit voranzutreiben und uns da so richtig zu hinterfragen und so richtig rauszuarbeiten, wer wir wirklich sind und was das Hofbräuhaus Traunstein einzigartig macht, da trotz bleiben. Das war damals eine sehr mutige Entscheidung und die hat sich total ausgezahlt. Mhm. Wo bist du heute im Moment mehr? Am Sudkessel, im Büro oder auf der Bühne bei Veranstaltungen? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist saisonal abhängig. Jetzt geht es schon wieder los bei uns mit dem 1. Mai dann, mit den ganzen Maibaum, mit den ganzen Festeln. Da bin ich ganz, ganz viel draußen, auf der Bühne, an der Schank, auf die Biertisch, aber auch sehr gern bei den Wirt draußen. Aber ich muss auch sagen,
die jetzige Zeit, wo sehr, sehr viel Weiterentwicklung nötig ist, wo man sehr viel Sachen im Unternehmen immer wieder neu erfinden muss, da braucht es auch wirklich viel Zeit gerade im Büro, auch mit unserem Team, mit unseren Teamleiter. Also das hat sich in die letzten Jahre, ist da sehr viel Energie eingeflossen. Gut. Maximilian, was ist das Traunsteiner Bier geben? Was macht genau euer Bier so besonders? Dass so viele Menschen Fans von euch sind, da und in aller Welt, und sogar die Jungen laufen mit eurer Mützen umeinander. Ja. Die eigentlich noch gar kein Bier trinken dürfen. Nein, für die machen wir ja die Mützen. Ich glaube, so dieses Geheimnis dahinter ist, das sind wirklich die Menschen, die dahinter stehen, die sich bei uns versammeln. Und das interessanterweise schon seit über 400 Jahren. Wir haben in diesem, was ich vorher gesagt habe, in dem Markenprozess, sind wir auch ganz stark in unsere Geschichte eingegangen. Und das Schöne ist, wir waren ja früher eine Staatsbrauerei, sind ja vom Kurfürst gegründet worden. Im Bayerischen Staatsarchiv, da kannst du alles nachlesen, von der Bauphase, welche Materialien verwendet worden sind. Aber auch, was eigentlich der Grund war, warum der Kurfürst die Brauerei in Traunstein gebaut hat. Und der hat damals schon der Kurfürst Maximilian, oder? Der Kurfürst Maximilian, genau. Deswegen. Und der hat damals schon richtige Marktuntersuchungen durchführen lassen. Und hat dann auch, das war ja mal sehr wichtig, nur die besten Leute haben in der Brauerei arbeiten dürfen. Also der hat ja mehrere Brauereien gehabt. Und nur wer dort best ausgebildet worden ist, hat im Hofbräuhaus Traunstein Bier brauen dürfen. Und das ist das, was wir eigentlich bis heute bewahrt haben, dass wir Spitzenleute sich bei uns versammeln und eine wahnsinnige Leidenschaft und das sind Bierfreaks, die bei uns arbeiten. Definitiv. Und so detailverliebt, sie um kleinste Kleinigkeiten kümmern und das voranbringen. Und diese Kleinigkeiten, dass man da keine Ruhe gibt, dass man da total dahinter bleiben, das ist, glaube ich, das, was das Bier dann auch so besonders und so charakterstark macht und auf die Dauer immer im Top-Level unterwegs, das macht uns wirklich einzigartig. Ihr habt ja super Marken, aber wie siehst du in Zukunft das Bierhandwerk? Braucht es da mehr Mut zur Tradition oder vielleicht doch die eine oder andere Veränderung? Ja, also in unserer Philosophie oder so wie ich das sehe, braucht es beides. Es braucht beim Bier den Mut, die Traditionen zu bewahren und auch natürlich ein bisschen weiterzuentwickeln. Klar gibt es ja immer wieder ein bisschen neue Technik, aber wer bei uns zur Brauereiführung kommt, der sieht, dass wir im Grunde Bier brauen, wie vor 100 Jahren, natürlich mit moderner Technik, aber mit alten Brauverfahren, die sehr viel Zeit brauchen, sehr viel Aufwand brauchen, aber einen ganz besonderen Biercharakter hervorbringen. Und den Mut, den braucht es in vielen anderen Entwicklungen heutzutage. Es gibt viele Entwicklungen am Markt. Es gibt, weiß ja jeder heute auch das ganze Thema Digitalisierung bis zur künstlichen Intelligenz. Gibt es natürlich auch viele Prozesse, die man auch als so traditioneller Betrieb nicht verschlafen darf oder die uns vielleicht sogar den einen oder anderen Wettbewerbsvorteil bringen, wenn wir da schneller sind. Wenn man was nicht verschlafen darf, denke ich gleich mal an das Thema Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit im Brauprozess? Ja, du sagst das richtig mit dem nicht verschlafen, weil es ist jetzt in so einer Zeit, in der so viel wieder in Frage gestellt wird, was vor 2 Jahren noch unumwerflich war, und da gehört leider auch das Thema Nachhaltigkeit dazu, ist, glaube ich, umso wichtiger, dass wir das Thema nicht verlieren. Weil der Brauprozess braucht natürlich seine Energie und gleichzeitig, das ist das Schöne bei uns, sind wir so abhängig von der Natur. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir unsere Natur, vor allem bei uns in der Region, wirklich auch schützen und hegen und pflegen. Und wir haben unser Draht aus der Region und wir haben unseren Hopfen aus der Region und wir brauchen unser Wasser. Und deswegen müssen wir auf unsere Natur schauen. Und deswegen investieren wir auch jetzt heuer gerade im Speziellen wieder enorm viel in neue Technik, um Energie einzusparen. Weil alles, was ich einspare, so muss ich sagen, alles, was ich jetzt einspare, muss ich mir nachher nicht Gedanken machen, dass ich es über irgendwelche alternativen Arten dann erzeugen muss. Und das ist für uns schon die höchste Priorität. Und da sind wir in einem absoluten Spitzenbereich unterwegs und geben jetzt auch keine Ruhe. Auch wenn momentan manche Herrscher in der Welt meinen, das war nicht so wichtig, sind wir uns schon sehr wohl bewusst, dass wir auf unsere Natur gescheit schauen müssen. Schöner Gedanke. Was für Prozess braucht denn bei euch am meisten Energie? Das würde mich schon interessieren in einer Brauerei. Ja, wir haben ja bei unserem Bier natürlich verschiedene Prozesse. Zum einen mit sehr viel Temperaturerhöhung, also wir haben das Kochen im Sudhaus
und das braucht sicherlich am meisten Energie. Auf der anderen Seite, der wir dann natürlich das Bier wieder abkühlen und deren es viele, viele Wochen lang zur Reife lagern lassen bei uns im Lagerkeller. Und unsere besondere Art der Herstellung, die so viel Zeit braucht, braucht natürlich über die Dauer dann auch viel Energie. Auf der anderen Seite, wie du es gerade gehört hast, ist zum einen heizen wir es auf, dann kühlen wir es wieder ab. Gibt es da natürlich enorm viele Möglichkeiten, wieder Energie zurückzugewinnen und eigentlich im Kreislauf zu halten. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, weil im Grunde kommt Brauwasser kalt ins Haus und Bierverlass kalt wieder unser Haus. Und da müsste es uns und wird es uns immer noch mehr gelingen, den Energiekreislauf im Unternehmen gegenseitig eigentlich zu unterstützen, sodass wir so wenig wie möglich Energie hinzufügen müssen. Also deine Vision ist eigentlich, das Traditionelle mit der Moderne und der Zukunft zu verbinden. Absolut, ja. Das ist meine Vision und das ist auch das, was ich am besten leben kann. Dann kommen wir mal zur Tradition, also zur Vergangenheit. Ihr habt ein tolles Brauereimuseum. Welche Rolle spielt das für euch in der Brauerei? Das habt ihr ja mal vor ein paar Jahren umgebaut. Ja, das war eigentlich so das Finale dann aus diesem Markenprozess raus. Und da war uns so wichtig, diese Geschichte mal in Gänze darzustellen, und zwar jetzt nicht nur in Zahlen und Fakten, sondern wirklich das Emotionale auch dahinter. Was bedeutet das, wenn man als Familie seit, ich glaube 8 oder 9 Generationen, weil es ein bisschen schwierig, das so genau zurückzuverfolgen bei uns in der Familie. Wir sind immer schon Gastwirte gewesen und 1658 haben wir dann auch Bierbrauen begonnen. Und das macht natürlich was, wenn du das über so viele Generationen machst. Gleichzeitig auch das ein bisschen zu verfolgen, die Geschichte in der Brauerei verwoben mit der Familie. Was haben die Frauen auch für eine Rolle gespielt? Das ist auch was uns sehr wichtig ist, weil Bierbrauen in der heutigen Zeit ist ja eine sehr männliche Geschichte geworden. Früher, ganz früher, weiß man ja aus dem alten Ägypten, waren es ja die Frauen, die eigentlich das Bierbrauen gepflegt haben. Und bei uns war das im Laufe der Geschichte auch so. Und solche Dinge einfach rauszuarbeiten und sich dem ohne Wenn und Aber bewusst zu werden, was haben wir schon alles erlebt und was macht uns heute aus, weil wir tragen ja all das mit in uns und tragen auch all das in die Zukunft. Das war für uns enorm wichtig und ein ganz toller Prozess, das zu sehen. Und jetzt ist schön zum sehen, wie die Leute das auch berührt. Also berührt und begeistert, und wir die oft dann da rausgehen mit strahlenden Augen und sagen, da möchte ich eigentlich auch dazugehören. Und das ist das größte Lob, das wir dann kriegen können. Mir hat auch eine Geschichte auch von euch sehr berührt. Das war mit dem alten Rezept, das hergegangen ist für irgendein besonderes Bier. Ich weiß nicht, was, irgendein alter Brauer, ich weiß es nicht mehr, das ist irgendwo hergegangen und ihr habt das Bier dann auch wieder nochmal gebraut, oder? Das war ein geniales Glück. Ja. Es gibt ja viele Unternehmen, die behaupten, dass sie eine Biere nach alten Rezepten brauen. Wir haben das nie so behauptet, aber was uns Tolles passiert ist, bei der Eröffnung von dem Museum hat unsere alte Frau so am Ärmel gezupft und hat gesagt, sie möchte eigentlich nicht lästig sein, aber sie ist die Enkelin von einem ehemaligen Braumeister von uns, der hat Heinrich Steiner geheißen. Das war der Braumeister, der nach dem Krieg mit meinem Großvater zusammen eigentlich diesen besonderen Typ von unserem Bier, dass unser Bier heller ist als andere, gehaltvoller ist als andere und trotzdem süffiger ist. Und sie hat von dem noch einen Nachlasser und ist dann ein paar Tage später mit so einem Karton gekommen und dann war da ein Brautagebuch von ihm drin. Das war so handgeschrieben, auch noch mit ganz alten Ausdrücken. Und unser Braumeister, der Hirs, hat das dann als seine Abendlektüre geradezu verschlungen und dann waren da, der hat da wirklich auch minutiös niedergeschrieben, wie er diesen Biertyp eigentlich entworfen hat und wie er auch unseren Fürstentrunk so die ersten Male gebraut hat. Und der war natürlich sofort Feuer und Flamme, das Bier nachzubrauen. Und diese Wahnsinnsgeschichte und dieses tolle Bier, das ja heute noch in der Weiterentwicklung gibt, den Fürstentrunk gibt's ja auch noch bei uns, als Festbier, als etwas stärkeres Bier. Aber jetzt haben wir den nach dem alten Rezept wieder auferstehen lassen. Und das ist unser Winterbier, das jetzt allweil ab November einmal im Jahr gibt. Ja, dann einmal Prost auf den Hirst, würde ich sagen. Ja, jetzt, da kommt der Durst. Ganz viel über deine Brauerei oder über eure Brauerei. Jetzt geht es um ein anderes Thema. Heimat, Haltung und Herzblut. Was bedeutet dir Traunstein? Nicht nur als Standard, sondern auch als Gefühl. Das ist ein gutes Thema, weil ich ja eigentlich immer in Traunstein gewohnt habe, von frühester Kindheit an. Und wir haben dann auch in der Brauerei gewohnt, jetzt, als wir unsere Kinder gekriegt haben. Und das war einfach immer, das war ein tolles Erlebnis, wenn du nur aus der Haustür rausgehst und du bist schon am Stoppplatz
Sommer wie Winter. Und auch für unsere Kinder war das toll. Es ist einfach ein besonderes Erlebnis. Und für mich ist Traunstein hat einen ganz besonderen Reiz, weil es auf der einen Seite die Vorzüge schon von einer richtigen Stadt hat. Man kann viel erleben, man kann toll einkaufen in Traunstein. Wir haben unglaublich viel Gastronomie, dem muss man sich echt einmal bewusst werden, weil es schimpfen ja so viel. Aber eine Stadt mit gut 20.000 Einwohnern, mit so viel Gastronomie, mit so viel individuellem Handel, den es noch gibt, kenne ich keine zweite. Und jetzt, was sich da in Traunstein gerade wieder tut, da bin ich ein totaler Fan davon, die ganzen Neugestaltungen, natürlich auch, dass wir jetzt Hochschulstadt sind, das merkt man, es gibt einen gewissen Auftrieb. Man merkt auch, wie, sage ich mal, die Stadtverwaltung ganz anders entscheidet mittlerweile, auch wirklich das Ziel hat, die Stadt zusammen mit dem Bürgermeister, mit dem Stadtrat, die Stadt voranzubringen. Also ich bin ein totaler Fan von Traunstein. Und wenn man jetzt am Maxplatz entlangfährt, jetzt gerade im Frühling und sieht, so kommt jetzt im Übrigen nochmal eine Bar mit dazu am Maxplatz, die Neugestaltung sieht, wie die Blärme im Birnen, wie da die Leute überall, die Jungen, die Schüler, jung und alt beieinander sitzt auf die Bank und das genießt. Also schöner kann man eigentlich so eine Stadt nicht erleben. Das ist interessant, wenn man mit so einer Frage gleich jemanden so begeistern kann wie die. Ja, da bin ich, Also da bin ich genau der richtige Adressat. Da geht ein kleines Herz auf, so man es gerade gemerkt. Und dann natürlich, wenn man an Stadtplatz 4 geht und bei uns im Preisstühle gibt's im Übrigen gefrostete Gläser. Es ist so ein Glasl bestellt mit unserem Hellen drin. War vor 2 Tagen, hat man abends noch so ins Gesicht gescheint. Das war Wahnsinn. Ja. Sollten Sie vielleicht die einen oder anderen mal eine Scheibe abschneiden, dass wir es gar nicht so schlecht haben bei uns. Maximilian, wie erlebst du die Menschen in der Region als Kunden oder als Nachbarn oder als Freund? Sind die genauso positiv wie du eingestellt oder ist das manchmal ein bisschen zäher? Ja, manchmal ist es schon ein bisschen zäher. Also ich bin natürlich, ich weiß nicht, ich bin so vom Grund auf ein ziemlicher Optimist und ich freue mich natürlich auch sehr an Weiterentwicklungen und das ist, glaube ich, aber auch eine sehr menschliche Geschichte, dass nicht alle damit einverstanden sind oder Freude haben, wenn sich was weiterentwickelt oder wenn Veränderungen kommen. Und ja, ich glaube, das ist jetzt so die große Aufgabe unserer Zeit, im Übrigen auch von mir als Unternehmer, dass man auch die Vision sagt, was kann denn in Zukunft möglich sein? Wofür lohnt es wirklich, dass man oft einmal anstrengende Veränderungen gängen? Und ich glaube, dass wir dann miteinander eine tolle Zeit gestalten können. Das, glaube ich, ist das Wichtige, dass wir uns bewusst werden, dass wir was selber gestalten können und dafür weniger Zeit dafür verwenden, um zu jammern oder zu schimpfen, sondern manche Sachen kannst du oder viele Sachen kannst erst einmal nicht ändern, aber dann kannst du es in die Hand nehmen und kannst es schon ändern. Und da gibt's aber ganz viele tolle Menschen, mit denen man sich super austauschen kann. Du bist da im Übrigen so einer, empfinde ich so. Wenn wir zusammenkommen, gibt's immer wieder Ideen. Du bringst auch die gerechten Leute zusammen. Das ist auch was so in dieser Netzwerkthematik ganz wichtig ist. Die gerechten Leute zusammenzubringen, die Ideen haben für schwierige Sachen, für schwierige Momente. Das gibt mir dann oft, da kriege ich die gleichen glühenden Augen, wie wenn ich über Traunstein rede. Ja, da kriege ich jetzt gleich die Augen beim Netzwerken. Weil meine Vision ist einfach, neue Leute zusammenbringen und dass wieder was Neues und was besonders Neues entstehen kann. Und das geht in jeder Zeit. Und wir müssen uns, glaube ich, oft auch wieder bewusst machen, wie gut wir es doch wirklich haben und was alles möglich ist. Und ja, also insofern, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wir haben im Übrigen eine Wahnsinns-Nachbarschaft, da wo wir jetzt wohnen, auch in Traunstein, haben wir ein Riesenglück. Und wir haben tolle Kunden und natürlich gibt es Kunden, die es ein bisschen schwerer haben. Aber da ist einfach dann auch unsere Aufgabe als Partner oder auch von mir persönlich, oft einmal wieder zu schauen oder einmal wieder zu motivieren, was jemand für sich auch schaffen kann. Also wenn mir das gelingt, dass ich jemanden auch wieder ein positives Lächeln ins Gesicht zaubern kann, und jemand vielleicht die eine oder andere Idee dann entwickelt, dann ist es was Tolles. Dann hat sich das echt rentiert, dass man Zeit miteinander verbringt. Und in der Summe kann man sagen, dass das Leben einfach ein bisschen schöner ist, wenn das Glas halb voll ist. Ja, und, das ist, und manchmal, wenn es zäh ist, dann kommt der Waldspaziergang. Genau. Maximilian, was darf niemals verloren gehen, wenn man über 400 Jahre Brauereigeschichte auf die Schultern tragt? Vielleicht die Stärke, die einem das gibt, weil oft werde ich gefragt, ist das nicht eine große Bürde oder Anstrengung, so viel Tradition zu tragen oder für so viel auch verantwortlich zu sein. Ja, das ist sicherlich auch manchmal, aber ich glaube, viel mehr kann man sehen, wenn man in unserer Geschichte zurückschaut,
dann finde ich das oft so befreiend zu sehen, was die Vorgängergenerationen schon geschafft haben, was alles möglich ist. Und das hat mir gerade auch in der Corona-Zeit eine wahnsinnige Kraft gegeben, weil da muss man ehrlich sagen, wenn man oft noch mal 100 Jahre zurückschaut, wenn man die Kriege anschaut, Währungsreformen, Seuchen, alles Mögliche, all das hat unser Unternehmen schon überlebt und immer war irgendjemand da, der das Unternehmen weitergebracht hat. Es waren immer Mitarbeiter da, die ihr Bestes gegeben haben, die offensichtlich ein gutes Bier braut haben, weil uns gibt's heute noch. Und wenn wir uns das beibehalten können, und das ist auch was irgendwie so unsere ganze Mannschaft, glaube ich, im Herzen tragt, das hört man auch immer wieder raus, weil wenn man bei uns durch die Brauerei geht, dann spürst du es einfach. Wir sind aber noch am selben Standort, wo vor über 400 Jahren die Brauerei gegründet worden ist. Das spürst einfach. Da ist dieser Wind, diese Seele, das spürst du und das gibt da eine Kraft und vor allem gibt es da auch Ruhe und eine Zuversicht. Mhm. Nur mal kurz zurück auf die Zukunft. Zurück auf die Zukunft, sehr gut. Wenn du auf das zukünftige Trinkverhalten der Menschen schaust, in Bayern, Deutschland oder vielleicht sogar der Welt, trinken wir weniger, bewusster oder einfach anders? Stichwort Dry January. Kann das gar nicht aussprechen. Nein, tue ich mir auch nicht schwer. Ja, natürlich verändert sich was, aber man muss sagen, der Biermarkt, der verändert sich schon seit Jahrzehnten. Es wird seit Jahrzehnten immer ein bisschen weniger drungen, das hat verschiedenste Gründe. Und natürlich kann heute jeder, wenn er 2 Generationen zurückschaut, dann weiß er selber, vielleicht aus eigener Erfahrung in der Familie, dass halt die Männer nicht nur einen ganzen Tag oder auf Nacht, aber nach der Arbeit nur am Stammtisch huckern. Das Trinkverhalten ändert sich eher hin Richtung Genuss und geht eher hin Richtung, dass man miteinander was erlebt, dass was Gemeinschaftliches, Genussvolles ist. Und natürlich merken wir auch stark, dass sich das Thema alkoholfrei brutal entwickelt. Und ja, das sieht man natürlich mit ein bisschen am weinenden Auge, klar, weil unser Helles, da bin ich der allergrößte Fan davon, aber wir haben das Glück, dass bei uns das Helle auch nach wie vor wächst und brutal stark unterwegs ist. Aber klar, die große Dynamik siehst du im Alkoholfreien. Und da musst du halt dann wirklich auch, einfach auch aufpassen, auch sowas bieten. Und auch da haben wir es Gott sei Dank geschafft, dass wir unseren Anspruch, was ganz Besonderes zu machen und auch innovativ zu sein mit unserem alkoholfreien Zwickel, geschafft haben, was zu machen, was so überhaupt nicht auf dem Markt gibt, was brutal gut ankommt. Und dann kann man auch diesen gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen. Aber ich möchte auch sagen, dass das, was man oft so in der Presse liest oder was oft so geredet wird, dass sich eine ganze Gesellschaft ändert, ist natürlich in Wahrheit auch anders. Das ist aber sehr diversifiziert. Diese Generation X, Y, Z und wie sie alle heißen, die gibt's ja so per se nicht, sondern es gibt natürlich ein paar Werte, die sich verändern, aber wir sind ja hier bei uns im ländlichen Raum, schaut die Welt wieder anders aus, als wenn ich jetzt nach Minga oder nach Berlin schaue. Die Welt ist überall ein bisschen anders und das ist auch gut so und wir haben unsere Traditionen und wir haben unsere Feste, die toll funktionieren und wir haben auch bei uns im ländlichen Raum, und da beneiden uns ganz viel drum, einfach auch eine starke soziale Komponente. Die Leute kommen zusammen, die Leute trinken einmal ein Bier miteinander, die reden einmal was aus und schauen nicht nur ins Handy rein. Und das, glaube ich, tut uns Menschen hier im ländlich-bayerischen Raum auch richtig gut. Aber euer Bier spielt ja nicht nur bei uns eine Rolle, sondern ihr seid im Export auch unterwegs. Und ganz heiß, habe ich gehört, sind die Italiener auf euer Bier, oder? Ist das richtig? Ja, die sind richtig heiß. Das sind halt eher totale Genießer. Und das sind halt auch, die kommen ja oft auch zu Besuch zu uns in der Brauerei. Und das Schöne ist, mittlerweile kann ich auch ein bisschen Italienisch, aber auch wenn du das nicht kannst. Nüchtern schon oder erst nach der 6. Ja, Italienisch? es wird lockerer, definitiv mit ein paar Halbe. Aber wenn du mit einem Italiener an den Tisch sitzt, egal ob du seine Sprache sprichst oder nicht, mit dem hast du einfach einen Spaß und da bist du irgendwann am Schluss Arm in Arm und mit ein bisschen Salute und ein bisschen Liedl-Singer kannst du den ganzen Abend mit denen verbringen. Also die sind viel mehr auf der emotionalen Ebene und haben einen Riesenspaß, wenn sie zu uns auf Traunstein kommen, die Brauerei sehen und auch unser schönes Stadtteil sehen. Und was die halt echt machen, die lieben Lebensmittel. Das wissen wir ja auch, wenn wir nach Italien runterfahren. Du kriegst da immer ein tolles Essen und die zelebrieren das Bier oft, dass da Augenwassern. Also da wird eingeschenkt mit toller Schaumkrone und die interessiert auch unglaublich, wie wir unser Bier brauen. Also da haben wir ein paar ganz tolle Verbindungen zu ganz, ganz viel Wirt in Italien. Und ich bin nicht oft unten, aber wenn ich unten bin, dann habe ich auch jetzt mal richtige Freude.
Das heißt, Italien ist der zweite Abnahmeort nach Deutschland, oder? Der größte. Ja, Aha. das ist der Das größte. Land. Also ich sag mal, der mit Abstand größte ist schon bei uns da die Region rund um Dransta. Aber Italien ist richtig stark geworden. Und was bei denen halt interessant ist, die mengen so richtig die Bierspezialitäten. Also die trinken auch im Sommer unsere Starkbiere. Wir haben ja in die 03er Flaschen unsere 2 Bockbiere, ein Josef und ein Maximilian. Die trinken das ganze Jahr und die genießen also einen Doppelbock und das bei 30 Grad am Strand. Also da muss ich ehrlich sagen, da muss ich mir erst ein bisschen da gewohnen. Gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, brutal, dass unser Bier bis daher kommt? Ja, man kriegt das natürlich auch nicht ganz so mit. Also wir haben zum Beispiel einen kleinen Getränkehändler in Kalabrien. Also das ist ja wirklich am Spitz vom Stiefel von Italien. Und der war dann bei uns in Dransta und hat uns dann eingeladen. Und ich war dann letztes Jahr Ende Juni 3 Tage da unten. Bin da echt empfangen worden wie ein Staatsgast. Also das war für die eine sehende Freude. Bin da 3 Tage, sind wir da rumgefahren worden und natürlich bekocht worden vom Allerfeinsten. Und da muss ich dann so schon sagen, das ist, wenn es dann da hinfällt, erst da schaust du mal auf der Landkarte, wo ist denn das überhaupt? Und wenn es dann da hinkommst, dann ist das schon was ganz Besonderes und irgendwie ist es dann so ein Stückerl Heimat und ein Stückerl heimatliches Lebensgefühl, wenn die dort unser Bier trinken und wenn einer das dann so schmeckt und die eine sehr eine Freude da haben, ja, das ist dann wirklich ein Aha-Moment. Mhm. Gut. Maximilian, weg von Bier, von der Brauerei, jetzt zu einem Verein Vergissmeinnicht nicht Traunstein. Das ist ein Herzensprojekt deiner Frau Birgit, die leider heute nicht da ist. Deswegen musst du da ein paar Fragen beantworten, weil das ist meines Erachtens schon sehr nennenswert, was ihr da macht. Die Idee zum Verein kam ja ursprünglich eben von deiner Frau Birgit. Weißt du nur, wie der Impuls entstanden ist? Ja, das war 2013. Als 2013 ist der Verein gegründet worden und da war es einfach, Birgit hat immer schon eine sehr starke Ader, soziale Ader auf der einen Seite, aber war immer schon, ist unglaublich menschlich. Die liebt Kontakte zu anderen Menschen, liebt Lebensgeschichten und war ja selber auch Wirtin von unserem Preisstüberl in Traunsta und hat da auch immer sehr viel intensiven menschlichen Kontakt gehabt zu ihren Gästen, hat sie oft dazu geguckt, hat auch Leute dann außerhalb vom Wirtshaus mit begleitet und so ein bisschen die Schicksale oft mitgekriegt und auch mit unterstützt. Und aus dem raus ist dann relativ schnell die Idee gewachsen, lass uns doch was machen. Eigentlich eher sowas zurückgeben, auch von uns als Brauerei. Und ihre Idee war auch immer schon, dass wir es zum Herzensprojekt der ganzen Brauerei machen. Also dass auch unsere Mitarbeiter, unser Team sie mit einbringen kann. Und das ist sehr, sehr schnell auf Gegenliebe gestoßen. Und es ist heute, das ist auch das, was uns als Verein auszeichnet, dass sich jeder bei uns in der Brauerei mit einbringen kann. Egal, ob das jetzt einmal so kleine Backerl sind, die wir für die Tafel in Dransta packen oder ob das Sterneschreiben ist, wo über 50 Leute im November dann zusammenkommen und auf Nacht über 1000 Wünsche schreiben. Und da sitzen Leute von Traunsta Umgebung beieinander, jeder, der sich da mit einbringen will, aber eben auch einige Leute von uns aus der Brauerei, für die das was Besonderes ist, dass wir da was zurückgeben können. Mhm. Und hast du seit der Arbeit vom Verein und das, was deine Frau da macht, nochmal einen anderen Blick aufs Leben? Hat sich da was verändert? Ja, das ist mir ja schon einiges wahrscheinlich, ja, das ist schon, vorher nicht transparent war. Du sprichst was immer wieder besondere Momente sind. Das sind halt oft, wenn es da dann, klar so im Tagesgeschäft, kriege ich auch immer wieder was mit. Da ist aber viel mehr natürlich dann die Birgit mit drin, aber wir tauschen uns ja viel aus und du kannst dann da oft auch nicht abschalten oder das dann irgendwie wegdrängen, was du so an Schicksalen mitkriegst. Also was halt auch so eine springende Thematik ist, die man immer wieder mitkriegt, ist, wie schnell sich alles ändern kann. Von einer Sekunde auf die andere. Egal wie alt du bist, egal wie gut es dir vorher geht, es kann sich von einer Sekunde auf die andere alles ändern. Und das kann dann echt brutal sein. Also da kann das Leben und das Schicksal oft gnadenlos sein. Und gleichzeitig siehst du aber auch immer wieder Menschen, die vielleicht oft so im Stillen auch leiden,
oder einfach oft einmal keine Lebensfreude haben, weil manche Sachen einfach nicht möglich sind. Also das sind so die einschneidenden, entscheidenden Dinge, aber oft auch so die stillen Dinge. Beide Sachen. Und wenn wir im November unsere Sterne schreiben, das ist eigentlich immer der Moment, wo du diese ganzen Wünsche da hast und wo du da oft denkst, mei, wir dankbar können wir eigentlich alle sein, die wir jetzt da sitzen, dass wir gesund sind, ein Dach über dem Kopf haben, dass es uns gut geht, der Familie gut geht. Du schätzt das eigentlich Normale wieder viel, viel mehr. Mhm. Welche Ziele habt ihr denn nur für die Zukunft von diesem Verein? Wie geht es denn weiter? Habt ihr da noch, du hast gerade von die Sterne jetzt verzeiht, was macht ihr da? Also das ist ja unsere Hauptaktion, die wir um die Weihnachtszeit haben, die Wunschsterne oder Wunschbäume, die wir aufstellen in Traunstein. Und das sind alles kleine Wünsche, die sich Menschen aus unserer Region selber nicht erfüllen können. Das sind oft ganz elementare Geschichten natürlich, wo sie, sage ich mal beispielhaft, ein älterer Mensch vielleicht die spezielle Brühe nicht leisten kann oder ein gewisses Medikament mit der Zuzahlung nicht hinkommt. Aber gleichzeitig sind es manchmal auch Sachen, wo es oft einmal nur um eine Lebensfreude geht, in Anführungszeichen nur, wo man wirklich Lebensfreude schenken kann. Und wenn es einmal ist, dass eine Familie einmal einen Ausflug miteinander machen kann oder dass man mal irgendwo eine Zuzahlung macht für irgendein Geschenk, das ein Kind sich zu Weihnachten wünscht. Also das sind so die Sachen, wo wir eigentlich weniger spektakulär als vielleicht manche andere Vereine sind, sondern oft wirklich so das ganz Normale im Leben, das Freude bereiten, das Zuversicht bereiten, weiterhelfen. Und was ganz stark unser Thema ist, dass wir einfach schnell und unbürokratisch helfen. Weil gerade wenn ein Schicksalsschlag eintritt, dann haben Familien mit unglaublich viel zu tun und zu kämpfen, um die Runden zu kommen. Und wenn du dann noch wahnsinnig viel Formalien ausfüllen musst und auf verschiedene Ämter rennen musst, das ist oft brutal anstrengend. Und da können wir oft einmal ganz schnell und unbürokratisch helfen. Also das ist auch was ganz Wichtiges, was uns auszeichnet. Mhm. Also wenn ihr einmal schnell und unkompliziert helfen wollt, schaut rein zu Vergiss mal nicht Traunstein. Es geht ganz einfach. Liebe Grüße von unserer Seite nochmal an die Birgit. Du hast ein super Projekt gestartet und viel Erfolg damit. Maximilian, wieder zu dir. Entweder oder Fragen, kurz und knapp. Hell oder dunkel? Hell. Frühshoppen oder Dämmershoppen? Dämmershoppen. Lederhosen oder Trachtenanzug? Jetzt im April unbedingt wieder die Lederhosen. Ab wann darf man die kurze eigentlich anziehen? Ich habe das letzte Mal geschimpft worden, weil ich es früher angehabt habe. Gibt es das wirklich bei uns auch so? Ah, das war mir wurscht. Ja. Ich hab's oft am Stadtbierfest im Februar auch schon. Ja, in der Rosenheim haben sie nicht geschimpft, aber mei, hilft nichts. Feierabendbier allein oder mit Freund? Mit Freund. Holzfassel oder Stahltank? Oh, das ist schwierig. Eine schnelle Antwort, Holzfassel. Gut. Herz oder Kopf? Herz. Stadt oder Dorf? Dorf. Tradition oder Innovation? Tradition. Gut. Maximilian, was möchtest du die Leute, die heute zuhören, nur mitgeben, um nur ein besseres Miteinander zu haben? Ja, das ist so ein bisschen da bin ich der Prophet mit dem Bier, wo ich praktisch mit dem Bier durch die Lande ziehe. Mir ist das unglaublich wichtig, dass ich eben, jetzt haben wir über den Verein geredet, wir haben über Schicksalsschläge geredet, wir haben vorher auch schon mal so ein bisschen über öffentliche Meinungen gerade geredet, was ja vielleicht so spezifisch bei uns in Deutschland ist. Mir ist wichtig, dass wir so die kleinen Momente feiern, dass wir das genießen, dass wir das Zusammensitzen genießen und da kommt einfach das Bier mit ins Spiel. Da wo ich unterwegs bin, da ist meistens, oder habe ich entweder ein Bier im Gepäck, so wie heute, oder es gibt ein Bier und da haben wir Zeit miteinander und genießen wir das und hören wir uns auch zu, lassen wir einmal andere Meinungen zu, das ist ganz wichtig, lernen wir wieder das Diskutieren, uns austauschen von Meinungen, ja, nicht das Ziel haben, dass Austausch, dass der andere da mit meiner Meinung heimgeht, sondern lassen wir es einfach wieder zu, dass jemand da eine andere Meinung hat. Und genießen wir das auch, dass man, auch wenn man eine andere Meinung hat, trotzdem Freund sein kann und trotzdem eine gute Zeit miteinander haben. Weil nur wenn man unterschiedliche Meinungen hat und sich auch anhört, dann lernt man wieder was dazu und kann man wieder was weiterbringen im Leben. Gute Anschauung, das gefällt mir. Danke dir, lieber Maximilian, für deine Offenheit, deine Haltung und das, was ihr als Familie bewegt. Man spürt bei jedem Satz,
Für die ist Bier mehr als ein Produkt. Es ist Kultur, Verantwortung und vielleicht auch ein bisschen Therapie für die Welt da draußen. Und wer ein Bier trinkt, trinkt ein Stück Traunstein auch mit. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Bewusstsein. In diesem Sinn bleibt's wie seid, mit Herz, Hirn und Hopfen und seid nett zueinander. Prost, pfiat euch, wir hören uns beim nächsten Biersei-Podcast. Maximilian, stehst du mir nochmal an und Prost und merci dir, Biersei. sagst du auch noch Servus zu den Leuten gern. Ich sag auch Servus zu euch und wir machen jetzt genau das. Wir trinken noch unser Bierle und ratschen noch ein bisschen. Und wenn's ihr jetzt noch keins getrunken habt, dann hoffe ich, dass ich euch einen richtigen Durst gemacht habt. Tschüss euch. Pfiat euch.